Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Tag 2 von unseren Meditationssessions. Heute wird es noch ein bisschen technisch, weil ich gerne mit euch über die Sitzposition reden weil die, glaube am Anfang ein bisschen für Unsicherheit kann sorgen, wenn man sich so denkt, darf sich nicht bewegen oder man muss unbedingt den Lotussitz können zum Meditieren oder so ein bisschen. Ja, darum möchte ich die Unsicherheit gerade von Anfang an aus dem Weg räumen. Und weil es einfach auch so wichtig ist, dass wir lernen, ruhig zu sitzen und vor allem zu akzeptieren, dass wir in den nächsten Minuten einfach nur hören, sitzen und schnaufen, will ich euch das ganz ein bisschen einfacher machen. Darum lade ich euch ein, einen Sitz einzunehmen und es kommt jetzt heute auch noch nicht darauf an, wie genau der Sitz ist. Und ihr könnt auch einfach bewegen, also sehr gerne auch ajustieren, wenn ihr etwas Spannendes hört. Es geht vor allem bei der Sitzposition geht es sehr fest um Ausprobieren. Weil jeder Körper ist verschieden und auch je nach Sitztraining sozusagen ist das einfach verschieden. Wenn ihr bereit seid, dann schließt eure Augen. Nehmt nochmal einen tiefen Atemzug. Mit dem Mund ausschnaufen. Und kommt in dem Moment jetzt an. Nehmt mal wahr, wie sich jetzt anfühlt, um da zu sitzen. Oder ihr eure Unterlage spürt. Wo das vielleicht unangenehm ist, wo das anstrengend ist. Nehmt es einfach mal wahr. Die Sitzposition trägt sehr viel zu erfolgreichem Meditieren bei. Es gibt dabei keine Vorgabe, aber ein paar Sachen, die es einfacher macht. Ihr könnt im Schneidersitz meditieren oder könnt auch gerne die Füße so auf die Seite legen, falls es bequem ist. Oder irgendeine Mischform. Oder für die es können, der Lotussitz. Der ist ja sehr beliebt so auf Meditationsbilder und bei den Gurus, weil er einfach automatisch schon wichtige Punkte mit dem Körper macht. Er gibt eine stabile Basis, also weil die Beine so fest verschlungen sind, kann man sich gar nicht bewegen. Und man sitzt automatisch aufrecht, mit geradem Rücken. Da der aber für viele einfach nicht bequem ist oder gar nicht erst möglich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann geht es darum, dass wir unseren eigenen Sitz finden. Wähle einen Sitz, wo du dich ruhig kannst sitzen, wo du kannst entspannen. Und da gibt es einige Sachen zu beachten. Möglichst aufrecht sitzen. Und da kommt jetzt ein bisschen, vielleicht eine schlechte Nachricht. Meditieren ist nicht das Ziel, dass man einschläft. Darum nicht liegen und nicht anlehnen. Weil es leider zu bequem ist. Und es ist eine sehr grosse Herausforderung, dass man nicht einschläft beim Meditieren. Darum gilt es, so eine Balance zu finden zwischen
bequem, sodass man sitzen bleiben kann, ohne sich zu bewegen. Und eben nicht zu bequem, dass man nicht einschläft. Das Aufrechtsitzen ist am Anfang sehr anstrengend, aber es ist gleich das Ziel, so aufrecht wie möglich zu sitzen. Und das kann man ganz gut selber spüren, indem man einfach ein bisschen verkrügelt da sitzt, mit den Schultern runtergehängt, der runde Rücken, der Bauch ist verkrügelt, wir fühlen uns so schwer und wie einen Sack. Und es ist irgendwie kein gutes Gefühl. Wenn wir uns aber den Rücken strecken, die Brust raus, die Schultern mal einmal aufziehen zu den Ohren, hinten runterrollen, schön viel Platz machen, uns gross machen, dann gibt es das Gefühl von Stärke und Power. Und das ist das, was man will mit dem Meditieren. Es hat auch 2 gute Nebeneffekte. Zum einen können wir viel besser schnaufen, wenn wir Platz haben im Bauch. Und auf der anderen Seite hilft es uns, den Fokus wegzunehmen von unseren Gedanken. Von diesen alltäglichen, mühsamen Gedanken, was man dann noch sieht. Und man könnte ja auch das. Und dort wollte ich auch noch. Immer wenn man sich ertappt, dass man wieder diesen Gedanken nachhängt, kann man sich so zurückholen, sich daran erinnern, gerade Rücken, Brust raus, Kopf geradeaus und schnaufen. Und schon sind wir wieder zurück in der Entspannung. An diesem Punkt kann man vielleicht auch noch sagen, dass wenn man das im Alltag trainieren will, dann ist regelmäßiges Yoga eine grosse Hilfe. Weil man dort einfach nötige Kraft und Beweglichkeit überkommt, die einem dann eben auch beim Sitzen und Meditieren hilft. Das Ziel ist, dass man einen Sitz findet, der genug bequem ist, dass man sich nicht bewegen muss. Also, dass es nicht irgendwo einklemmt und etwas einschläft. Oder dass es kribbelt. Weil wenn man sich dann nicht mehr bewegt, dann kann man wie den Geist vom Körper lösen. Und man kann mit dem Kopf andere Sachen erreichen. Weil sobald wir uns bewegen, ist der Kopf wieder aus. Weil er muss ja ein Signal senden, dass er sich bewegen muss. Das heisst, wenn es irgendwo juckt, versuch es zu jucken. Und die Haare bleiben sowieso einfach an Ort und Stelle. Den richtigen Sitz zu finden, ist ein gutes Training, um auf unseren Körper zu hören. Was einem gut tut und was er gerade braucht in dem Moment. Und dann machen wir langsam meine Augen wieder auf. Willkommen zurück im Hier und Jetzt. Dankeschön fürs Zuhören. Und ich werde hier noch ermutigen, weil es am Anfang Meditieren einfach wirklich anstrengend ist und so ein bisschen da sitzen und nichts machen und nur zuhören, braucht ein bisschen viel Geduld. Aber ich vergleiche es immer mit
ein Instrument lernen oder eine neue Sportart oder eine neue Sprache. Es ist am Anfang einfach nicht... Der Spass überwiegt einfach nicht so und der Nutzen überwiegt einfach nicht so. Darum dranbleiben, am Anfang ist es anstrengend und darum ist es auch wichtig, dass ihr wirklich einen guten Sitz am Anfang findet, einen bequemen. Und mein grösster Tipp ist, hockt auf irgendetwas drauf. Entweder so gefällt dir die Yogamatte oder gefällt dir der Schal oder ein Meditationskissen, irgendetwas, das viel höher ist, macht es einfach bequem. Aber das ist mein Anstoß oder mein Tipp. Probiert aus bis morgen. Oder könnt auch einfach in den nächsten Videos immer wieder ein bisschen ausprobieren, was für ein Sitz das für euch passt. So. Oder vielleicht so einen halben Lotus oder einen richtigen Schneidersitz. Irgendwie. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und wie gesagt, bis morgen wieder. Namaste.